Donnerschlag. Gedankenanstoß und Inspiration. Das ist der Donnerschlag vom November. Ich bin Andreas Zumstein. Als ich zum ersten Mal vom Fall Luzifer gehört habe, war mein erster Gedanke, wie kann man nur so dumm sein, sich über Gott zu stellen? Ein Cherub, der sich in Gottes Gegenwart aufhalten darf, seine Herrlichkeit vor sich hat, kommt auf einmal auf die Idee, sich über Gott, seinen Schöpfer, zu erheben. Ich gehe mal davon aus, dass der Luzifer uns Menschen intellektuell hoch überlegen ist. Er kann Zusammenhänge sehen, die unsere kognitiven Möglichkeiten weit übersteigen. Und trotzdem hat er sich entschieden, einen Kampf anzutreten, der von Anfang an verloren ist. Aus reiflicher Überlegung hat er das wohl nicht gemacht. Aber was ist denn so stark in ihm, dass er nicht anders hätte können? Was steht denn in der Bibel zum Fall Luzifer? Im Hesekiel 28, 14-17: Du warst ein schirmender, gesalbter Cherub, und ich hatte dich dazu gemacht. Du warst auf Gottes heiligem Berge, du wandeltest inmitten feuriger Steine. Vollkommen warst du in deinen Wegen von dem Tage an, da du geschaffen worden, bis Unrecht an dir gefunden wurde. Durch die Größe deines Handelns wurde dein Inneres mit Gewalttat erfüllt und du sündigtest. Und ich habe dich entweiht vom Berge Gottes hinweg und habe dich, du schirmender Cherub, vertilgt aus der Mitte der feurigen Steine. Dein Herz hat sich erhoben ob deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit zunichte gemacht, wegen deines Glanzes. Offenbar war er nicht dumm, sondern sehr weise, bis zu dem Moment, wo er sich selber zu gut hat gefallen. Dein Herz hat sich erhoben ob deiner Schönheit. Es war also sein Herz und nicht sein Verstand oder seine Weisheit, die ihn zur Rebellion getrieben hat. Sein Herz scheint also viel mächtiger zu sein als sein Verstand und seine Weisheit. So stark, dass es ihn wieder besseres Wissen ins Verderben getrieben hat. Doch die Größe deines Handelns wurde durch dein Inneres mit Gewalttat erfüllt und du sündigtest. Er war anscheinend überzeugt, dass sein grosses Handeln seiner eigenen Kraft entspringt, obwohl er gewusst hat, dass seine Macht ihm von Gott gegeben worden ist. Da kommt also eine rechte Portion Realitätsverweigerung zusammen. Und das alles, weil er den Raum für sich wollte und es nicht vertraut hat, alle Ehre Gott zu überlassen. Als Psychologe würde ich das, was im Luzifer passiert ist, als narzisstische Krise beschreiben. Seine Eigenliebe hat sein Hirn verbrötelt. Und einmal den Weg eingeschlagen, ist es ihm nicht mehr möglich gewesen, Busse zu tun und umzukehren. Denn das hat ja vorausgesetzt, dass er seinen Fehler nicht nur eingesehen hat, sondern dass er seine Selbstüberhöhung auch bereut. Nicht bereut aus einer Kosten-Nutzen-Abwägung, also mit seinem Verstand, sondern aus tiefstem Herzen bereut. Aber es war ja gerade sein Herz, das sich erhoben hat, ob seiner Schönheit. Ein echter Teufelskreis. Oder anders gesagt, er hätte sich voll und ganz der Gnade von Gott hingeben müssen, im vollen Bewusstsein, dass er selber nicht fähig ist, sich zu retten, sondern dass nur Gottes Heiliger Geist sein fehlgeleitetes Herz hätte erneuern können. Was in einem vollkommenen Widerspruch zu seinem Ansinnen ist, sich Gott gleichzustellen und selber die Macht zu haben. Eben ein Teufelskreis. Sich mit Gott gleichzustellen und nicht mehr von seiner Macht, Weisheit und Liebe abhängig zu sein, ist ja auch das Argument der Schlange, wo sie die Eva überredet hat, vom Baum der Weisheit die Frucht zu essen. Die Schlange hat zu der Eva gesagt, sondern Gott weiß, dass welches Tages ihr davon esset, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Der Narzissmus von Luzifer,
sich nicht mehr Gott unterzuordnen, kann auch in Menschenherzen vorhanden sein und sie auf unterschiedlichste Arten vom Weg abbringen, weg von Gott, weg von der Gnade vor Vergebung durchs Blut von Jesus und somit weg von ihrer Errettung. Auch als gläubiger Christ ist man von der Falle, im Wunsch, nicht von Gott abhängig zu sein, nicht automatisch befreit. Der Glaube an Jesus ist nicht wie ein AGB, wo man einfach ein Höckli setzen kann und gerettet ist man. Luzifer selber hat ja auch an Jesus geglaubt. Nicht nur geglaubt, er hat ja sogar gewusst, dass Jesus wahrhaftig ist. Die Gefahr von der Selbsterhöhung oder eben einer narzisstischen Krise ist für vordergründig starke Menschen wahrscheinlich besonders gross. Menschen, die es gelungen ist, ein braves, bürgerliches Leben zu führen, oder denen es gelungen ist, sich nach menschlichem Maßstab abzuheben durch Reichtum oder Erfolg oder einen tadellosen Lebenswandel. Menschen, die eine hohe Selbstwirksamkeit in ihrem Leben haben können entwickeln, was ja soweit keine schlechte Sache ist. Die Gefahr besteht dann aber darin, sich selber zuzumuten, der Sünde aus eigener Kraft zu widerstehen. Sich zuzumuten, ein gottgefälliges Leben zu führen zu können aus eigener Kraft. Das ist es, sich Gott gleichstellen. Das ist die Herzenshaltung, wo Luzifer zum Verhängnis geworden ist. Da braucht es einen Gegenentwurf zur Herzenshaltung von Luzifer. Und der Gegenentwurf hat uns Jesus mit seiner Verheißung gegeben. Erkennen, dass die eigene Kraft, der eigene Wille nicht annähernd genügt, um der Sünde zu widerstehen. Zu erkennen, dass man sich den schmalen Weg zur Rettung nicht durch eigene Leistung erarbeiten kann, egal wie toll, erfolgreich man ist. Erkennen, dass man zu schwach ist, ohne Hilfe vom Heiligen Geist ein sündenfreies, gottgefälliges Leben zu führen. Ich wünsche euch einen ganz schönen November und bleibt demütig.